Valerie schlüpfte aus ihrer Kleidung, so mir nichts, dir nichts. Nackt stand sie da, nur von ihrem langen braunen Haar bedeckt. Ihre Brust wippte leicht, als sie auf den Teich zulief. Jesus Maria! Ihr Arsch leuchtete durch die Nacht wie Bundeslade. Für einen solchen Arsch hätten Männer früher zur Schlacht geblasen, Götterdämmerung. Als Valerie bis zu den Knien im Wasser stand, sich mir zudrehte und rief, komm, hatte ich schon einen Ständer und für eine Weile keine romantischen Gedanken mehr. Aber baden wollte ich auch nicht. Sie wartete auf mich. Runter mit der Hose, schlüpf. Ich umschloss meinen Ständer mit beiden Händen, damit ihn keiner sieht, und hüpfte in Känguruart auf Valerie zu. Zu allem Überfluss hat es mich etwa 3 Meter vor ihr hingeschmissen, doch wie ein Hirsch sprang ich auf und stürzte mich auf das verdutzte Mädchen. Da war keine Schande mehr zu holen. Aber sie entwischte meinen Fangarmen. Ich bin wirklich nur zum Baden gekommen, sagte sie und tauchte ins Wasser. Hä? Das hätte auf mich wie eine kalte Dusche gewirkt, wenn das Seewasser nicht schon so saukalt gewesen wäre. Ich blieb dort mit meinem Harten allein stehen, so allein, wie nur ein Mann stehen kann. Bis zu den Knien in dem kalten Wasser fing ich an zu schlottern. Valerie schwamm um mich herum und klatschte mir das Wasser ins Gesicht. Was soll das, sind wir im Kindergarten oder was? Ich flüchtete aus dem See und schlüpfte in meine Klamotten. Nach ein paar Minuten kam sie raus. Die Wassertropfen glänzten auf ihrer Haut, ihre Nippel strotzten vor Härte und der schwarze Busch über ihren Beinen trieb mir Tränen der Entsagung in die Augen. All das, was ich in der mondbeschienenen Nacht zu erspähen glaubte. Sie schüttelte das Wasser von ihrem Haar ab, wie eine Nymphe aus einem Disney-Film für Erwachsene. Was tun? Wieder mal hat Lenins Frage mein Gehirn zermartert. Sollte ich nochmal zupacken? Doch ich traute mir nicht mehr. Hatte schon meinen ganzen Mut verschossen, obwohl ich wieder einen Ständer anhatte. Ach, ihr verfluchten 18 Jahre. War's mit 12 nicht angenehmer, als ich mit meinem Pimmel nur Gurken begießen wollte, als ich ihn nur zur harmlosen Unterhaltung verwendete, wie ich liebe dich, Jana, in den Schnee zu pinkeln und dann mit Freunden wettzueifern, wer in einem größeren Bogen die Blumen gießen kann? Valerie zog sich an und wir schlenderten zurück zum Hotel. Das Hirn brodelte in meinem Schädel wie in einem Schnellkochtopf. Ich musste bald Druck rauslassen. Ungefähr in der Mitte des Weges konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Vielleicht hatte ich einfach zu früh aufgegeben, das kennen wir doch, ein Mädchen muss sich wehren, pro forma, das gehört dazu. Warum hätte sie sonst mit mir Adam und Eva spielen wollen? Die ist so heiß wie ein Dampfkessel. Los, greife nach den Früchten. Neben dem Waldweg lag ein Haufen abgehackter Tannenzweige. Ohne Umschweife packte ich sie und warf sie auf dieses Naturbett. Wie ein Steinzeitjäger richtete ich mich vor ihr auf und gröhlte, ha! Jetzt vergewaltige ich dich! Valerie musterte mich einige Sekunden lang. Du nicht, sagte sie. Das gab mir den Rest. Noch dazu fing sie an zu lachen. Überhaupt kein Mitleid. Diese Weiber. Auch die Eule nutzte die Gelegenheit und krächzte wieder. Sogar Tiere verspotteten mich. Hätte ich mindestens eine Knarre dabei gehabt, um den scheiß Vogel abzuknallen. Ich drehte mich um und ging zum Hotel. Was soll's? Sollen sich die Tussis doch selber ficken. Ich verzichte. In diesem Augenblick entdeckte ich meine asketische Ader, wie schon so viele Männer vor mir. Nach ein paar Metern holte mich Valerie ein und nahm mich an der Hand. Am nächsten Nachmittag fuhren wir zurück nach Hause. Valerie stieg in einen anderen Bus ein als ich. Sie saß auf einem der Hintersitze, guckte sich nach unserem Bus um und lachte mich an.